Ja, das ist wirklich seltsam. Und komisch ist, die Ursula ist bis jetzt noch nicht auftaucht. Sie muss also in der Villa sein. Das kann doch nicht sein, dass sich so etwas wiederholt. Was heisst wiederholt? Weisst du etwas über die Villa, Papi? Ja, also, hört mal zu. Der Gundolf von Schreistein war ganz ein komischer Typ. Vor ungefähr 100 Jahren hat er in dieser Villa gelebt und behauptet, niemand könne länger als eine Stunde in dieser Villa sein. Man sagt, er habe das ganze Untergeschoss von seiner Villa in eine Geisterbahn verwandelt, wo jeden Besucher in Angst und Schrecken versetzt hat. Einmal sind 3 junge Burschen aus einer anderen Stadt zum Graf gegangen und haben gesagt, dass sie sich sogar getrauen, einen ganzen Tag in der Villa zu verbringen. Der Graf hat sie gewarnt und ihnen gesagt, dass jeder, der länger als 13 Stunden in der Villa sei, selber zu einem Teil der Geisterbahn werde. Onkel Erasmus, hör auf Märchen erzählen. Das kann doch gar nicht sein. Sei ruhig. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Also es gibt natürlich keinen Beweis, dass die 3 Abenteurer tatsächlich zu Monster oder Gespensten geworden sind. Aber sie sind nie mehr auftaucht. Niemand weiss, was mit ihnen passiert ist. Und der Graf? Was ist mit dem passiert? Ja, das weiss ich auch nicht genau. Aber in meinem Büro habe ich ein Buch, wo das könnte drinstehen. Kommt mit, wir gehen schauen. Gespannt, aber auch ein bisschen unsicher, gehen unsere 3 Gruselclub-Mitglieder hinter dem Professor Katz die Stege auf. Wer weiß, wie die unheimliche Geschichte weitergeht. Oben im Büro holt der Professor ein dickes Buch aus dem Gestell und blättert drin. Endlich leitet es am Jupiter, der Vicky und dem Nick vor die Nase. Ein Foto vom Graf ist abgebildet und darunter steht ein kurzer Bericht. Da steht, dass das einzige Foto vom Graf sei. Er hat sich sonst nie in der Öffentlichkeit gezeigt. Aber der Graf ist doch bestimmt schon lange tot. Wer hat denn der Ursula die Einladung geschickt? Ja, und was ist mit dem Graf passiert? Hört, Kinder, leider habe ich jetzt keine Zeit mehr, mit euch weiter zu rätseln. Ich muss weiterarbeiten. Also, macht's gut und behaltet mich auf dem Laufenden. Nachdem sich der Nick, die Vicky und der Jupiter beim Professor verabschiedet haben und aus dem Büro gegangen sind, stehen sie jetzt ratlos auf dem Gang um. Ich würde vorschlagen, dass wir mal zu dieser Villa gehen und die etwas genauer unter die Lupe nehmen. Einverstanden. Eine halbe Stunde später stehen die 3 vor dem düsteren Haus, wo die Ursula drin verschwunden ist. Eigentlich hätte der Gruselclub erwartet, dass hier rund um die Villa Polizisten mit Suchhunden, Fernsehreporter und andere Leute würden antreffen.